Guten Abend alle Guten. Schön, dass der W hier an den Nationalmuseum verschmacht von tut für ein Evenement am Kader von unserer Kuta Expo, dem Kuta sein Gesichter, neue Facette von unserer Sammlung. Und ich bin ganz froh, für heute Abend heute zu sehen, mit Idurne Kugler. Du vielleicht willst dich, pardon, ich bin Co-Kommissarin von der Expo und Assistentin Beaux-Arts und für allem zuständig für die Lützeburger Kunst. Und du kümmerst dich bei uns die Archiven. Ja, und ich bin ganz froh, auch heute zu sehen, weil die Archiven, das kann ja eine kleine Rolle an der Expo spielen. Und dafür sind wir auch auf die Idee gekommen, die kleine Vortrag heute zu halten. Genau, ich ging dann vielleicht direkt mit dem Sujet anfangen, weil der bestimmte Urban an der Expo schon gesehen hat den Kuta eine ganz bestimmte Relation nicht nur mit dem Musee als Institution, aber auch mit dem Site, mit dem Verschmacht, mit der Platz. Hier ist nämlich geboren, sein Geburtshaus, wieder hier. Reeds op der Foto gesehen, war er im Verschmacht. Längst gesehen ein Foto wie Haut ausgeseit. Und du siehst der Fotografie P. Kutter, das war dem Kutter sein Pap, den du sein Fotografenatelier hat. Und das war sein Foto, die ist von ungefähr 1900. So das sind also heu als kleine Bau oder jung groß gehen aus an nie von drinnen annexiert als dann als heute El Wildtime wo Kollektion von der vom Art dekorativ populär haut innerbrucht das genau ich ging dann vielleicht übergehen an wat man haut schwatzen also wat aus den weitere Lien vum Kutter am Nationalmusee an fir dat bësse besser zu verstohlen muss vielleicht manglech fiich sech drüber nur denke wat Kunstszen an der Tischekrichzeit hat zu Lützeburg war a wie die ausgesehen huet wie die Kutter also 1924 op Lützeburg zurückkom ass vu München zu summe man senger Frau Rosalie Sedelmeier an och Dono bis zu segem Deuter gewohnt huet, goufet halt zu Lützeburg vun moderner Kunst noch net so ganz viel gängig behaupten. Die größte Plattform wo Lokalkünstler zeitgenössisch modern Kunst gewiesen hun war den Salon du Cercle Artistique, den 1893 gegründet gin ass an wo die gangeg Tendenzen am Fong für allem eichter méi akademisch ugehaucht realistisch naturalistisch Tendenzen aus dem 19. Jahrhundert waren. Mat awer euro Abschweigungen an den Impressionismus, den ganz beleicht war, ganz idyllisch Szenen vun der Musel an noch sos Environmente hat zu Lützeburg waren Kall ganz stark vertruden an niewebei sind net natürlich Europa Galerie gin wat dawer eichter auch Galerie waren die niewebei auch Kunst ausgestaltet und dat net unbedingt ihren Hauptbusiness war wo auch den Kutter zu senger Zeit auch schon ausgestaltet huet zum Beispiel bei der Galerie Polbrück wo zu der Zeit also auch war hart an der Tischekrichzeit am beleefteste waren am Anfang seg Bildergalerien vun Landschaften oder Blumebilder. Die hat den Lützeburger Publikum besonders gern und die hueten auch relativ gut verkauft gekriegt. Und für auf den Karl zurückzukommen, war natürlich durch offiziell aus den Salon von der Cessation, wo also eine Gruppe von Lützeburger Künstler, die vor allem auch zu München studiert haben, wollte brieschen eben mit dem Akademismus von Karl, probiert haben, da neue Tendenzen mal dran zu bringen. Und da war den Kutter eben von den großen Befürworter davon an den Salon hat dann 3-mal stattgefunden, 27, 29 und 30. Aber Dono war dann von auch echt der Kutter, den mit den Ideen weitergefeuert hat an die anderen Künstler, die sich schon Echter, mit Karl zu Summe fand und auch da ausgestaltet, genau.
Und das am Fongret mam Nationalmuseum mat der Gründung vum dem Musée de l'État 1946, das regulär modern Kunst ausgestalt gin ass, dats den Führernamen de Joseph Emil Müller, iwwer dem auch haut nach ganz viel Werte schwatzen, modern Kunst, ausländisch Kunst, international Kunst ausgestalt huet, Führernamen auch École de Paris, Abstraktion. Wat eng ganz groß Rolle han no auch fir Perceptionioun vu moderner Kunst zu Lützeburg gespielt huet, dats nach eng Ausstellung ginn, wat se bisssen d'ausnahme war 1937 war eng Ausstellung zu der moderner franzéscher Molerei zu Lützeburg. Déi organiséiert ginn ass am Cerkel ha an der Staat, wo 7 Joer Molerei vum Manet bis Demols haut 1937 gewiese ginn ass, wo der noch de Lützebauer Publik probéiert ginn ass ze weisen wat ass modern Molerei. Genau, das bisschen Setting de Scene rundrum, wéi de Kutter Demos haier Plötzebusch Streckkommers an aéi engem Kontext en sech e bisschen beweescht huet. Und da ging schon eng froh und Idee stellen, wat war nämlich Sammlungspolitik Milo vu Musik geschwat in 1946 opgangen ass, huet doch schon virdro gesammelt. Wat war dat fir eng Sammlungspolitik an wéi kënnt de Kutter an dëser fir? Meier, also de Musee huet eng kompliceéiert Geschicht. Wir wissen, de Musee ass quasi die éischte Käier opgangen 1945, mir sammelt aber schon auf verschiedene Formen unter 1845, das heißt, und hat angefangen mit Sammlungen von historischem Interesse, archäologischem Interesse, mit dann an der Zwischenkriegszeit, also effektiv auch dann darum gegangen, Kunst zu sammeln, weil auch Kunst gehört an ein Nationalmuseum, haben sich Leute damals gedurcht, an Haut noch. Voilà, das heißt, an der Zwischenkriegszeit war dem Staat seine Strategie für Kunst zu sammeln, zu sagen, okay, ja, wir wollen auch Kunst an den Museen setzen. 1929 hatten sie dann auch schon Gebäude gekauft, das heißt, sie wussten auch, wo sie die Museen machen wollten, sie sind aber nicht dazu gekommen, abzumachen. Und sie waren viel beim Kall in NRW, ungefähr 120 Werke haben sie beim Kall bei verschiedenen Künstlerinnen gekauft. Und zwar waren das Werke, voilà, die für verschiedene Leute gekauft gesehen beim Kall. Und das ist auch alles dann an der Presse dokumentiert. Das heißt, alles von der Bestand beim Kall X gekauft wird, da standen Daten drüber in der Zeitung. So konnte man dadurch nur vollziehen, was ganz interessant war im Kader von einer Provenienzrecherche. Voilà. Und insgesamt sind 15 Werke vom Kutter zwischen 1914 und 1940 gekauft gehen. Davon 3 beim Kall und anderer möglicherweise direkt beim Künstler. Das müssen wir noch ein bisschen genau gucken. Das sind die da, alle gut, schon so alle auf die Folie gemacht. Und dann gehe ich direkt nicht weiter und lese, was fällt da bei diesen Werken ab und wie reihen die sich an dem Kutter sein Werk an. Ich meine, sie schon als relativ vielen verschiedenen Perioden kauf, was auffällt, dass relativ viele Landschaften dabei sind, für die Kutter ja auch neben seinen Porträts viel bekannt war. Das ist ein bisschen ein chronologisch oder ein repräsentativ, gesagt, die Werke aus den ganz freien Jahren, die du am Anfang gesagt aus der Zeit von München, wo er noch ein bisschen sein Stil Gesicht hat, jeweils noch von französischen Malern mir angehaucht, impressionistisch oder vom Cézanne. Und da gehen wir oben einfach weiter, auch mit verschiedenen Bildern von seinen Reisen. Und was aber auch auffällt, meine ich, sind eine ganze Reihe Landschaftsbilder von Lützeburg. Was raussticht, sind natürlich die zwei bekannten Vuen von der Stadt Lützeburg auf von Kliew, die gemacht sind. Das war ja ein Auftrag vom Stadt Lützeburg und der Kutter 1937 für die Waldausstellung, die sich
an unserer Sammlung befunden und auch ganz lang ausgestellt gesehen. Wir werden dann noch ein Foto haben, wo da den allen Holdon Tre vom Musee Demos gesehen an den 70er Jahren, wo die Werke von Kutter ganz prominent mal ausgestellt waren und noch an der Kuttersaal, wo Lotexpo stattfindet, waren das Werke ganz lang zu gesehen. Für ein paar Jahre haben wir sie raufgeholt, das war eine große Aktion, für die riesigen Werke abzurollen und von ihren Chassien zu holen. Genau, so da schwang das für allem eben eine Wichtigkeit an dem Patrimoniale, war das wichtig für den neue Staatsmusee visibel ist. Und da haben wir dann noch E-Bild, war dann was prominent an der Expo Durwen zu gesehen hast, das der kleine Junge um Schaukelpärtchen überredet, das den Dolph Kutter, dem Kutter sein Jung, war doch ein ganz emblematisch und typisch Bild vom Kutter aus den 1930er Jahren aus, eben von denen bekannten Gesichter, wo der Champion, den man Kafun sich erreicht, genauso dass man da ein großes Panoplie am Anfang von Wirker von Kutter, die repräsentativ für seine Schafe sind eigentlich. Dono geht de Muse dann op, nachdem sie viel von den dote Wirker kaf gesehen, mir war das dann während der Okkupationszeit geschieht, aber se tun am Kutter am Muse weitergegangen. Maja, ich hatte noch viel drauf vergessen zu suchen. Sie sind auch chronologisch, also von über jetzt nur eine längs an Lesrichtung so auf der Folie, wie sie kaf gesehen, also an der Jahren, ne? Das hat Lisio viel schon gesagt. So, wer ist weitergegangen? Maja, der Staat hat lauter Bilder gehabt, die Lunge beim Staatsarchitekt Vigreux am Büro. Und ich weiß nicht, wie groß das Büro muss gewesen sein, weil die Lungen 400 Bilder dran, aber bon. D'Occupants, also Nationalsozialisten, haben da gemeint, am Musee, ja super, machen wir auch. Und haben einfach mal alles, was schon da war für das Musee, mal gesagt, ja, das wollen wir. Und alles mal an dem Musee gebracht und ein Lösch davon gemacht. Und sie haben dann probiert, auch eine Nacht vom Landesmuseum dann abzumachen, sind aber nicht dazu gekommen, für das Publikum abzumachen. Sie hatten noch andere Probleme, wie zum Beispiel Krieg. Und dann haben sie mich fort, was gerade so gut war für das Museum. Genau. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Geschichte von den Leuten, die am Museum geschafft haben, das waren weiterhin zum großen Teil Lützeburger. Und die sind noch nur der Zeit von der Okkupation am Museum geblieben, unter anderem den Josi Meyers, den Direktor im Moment. Das heißt, den hat einfach nahtlos Führung gemacht, mit dem, also während der Okkupationszeit hat er probiert, das Ganze so ein bisschen zu stoppen und ein bisschen zu leiden und zu gucken, dass der Wirker nicht zu viel geschieht. Und das mal das, was er behauptet an seinen Erinnerungen und die Zeit. Und voilà, und dann nur der Okkupation ist da weitergegangen. Und dann ist es doch weitergegangen mit der Expo in 1945. Aber die erste große Expo, die gemacht wurde, war die von Joseph Kutter. Genau. Allerdings wird für den Joseph Kutter noch ein kleines Element gefehlt. Und zwar könnte 1945 der Joseph Emil Müller, der vom Juni 1943 bis 1945 deportiert war. Der könnte im Träger Plötzeburg und der war vierdruscher Kunstkritiker und war Prof am Lycée und dann hat er aber auch Kritiken geschrieben und so weiter. Der Tisch war bekannt als eine Person, die sich auskennt mit der Kunst. Und offensichtlich, dadurch, dass er deportiert war, war er noch politisch dem Moment dann gut. Genau. Und der Staatsminister Pierre Frieden hat ihm dann die Aufgabe, für das Service d'éducation artistique an das Staatsmuseum zu überholen. Das heißt, er geht quasi zum Chef. Und wahrscheinlich, nee, sicher, die muss die einzige Person, die am Service des Public, was man heute nennen, geschafft hat. Voilà, und der Mann möchte sich direkt drin und organisiert eine Kutter-Expo, die heute Kutter-Expo, die im Januar 1945 gewesen ist. Heißt Poster, zum Poster geht eine Live-Geschichte. Für 2 Jahre haben wir am Archiv Posterin abgeholt.
Und wir haben alles abgeholt, was wir so von tun, was noch so am Archiv lung. Das war da, aber das war nicht unbedingt aventurier oder noch löschten. Und ich habe dann Poster alle abgeholt und noch Scanner gelost. Und an dem Dingen waren wir dann ein am Depot, wenn da bis anderem, und da sollten sie mal am Depot, du guck, hier ist noch ein Kösch mit lauter Posterin, brauchst du das noch? Und dann war mir so, ja, Posterin geht immer, komm, hol mal mit. Und dann sind wir dann zurück an das Büro gekommen und haben Posterin abgemacht, weil es fehlen uns verschiedene Poster. Wir haben nicht von allen Expo ein Poster. Und unter anderem, den heute Poster, haben wir an der Küste gefunden und hatte so gar keine Kopie mehr von dem Poster da gehabt. Das heißt, Hinas von meiner Lieblingsposterin, einfach allein dafür, weil wir konnten retten, also rumfunden sozusagen. Genau. Genau, und dann geht es an dieser Expo aber noch, also, weil wir haben ja gesehen, es wird gezählt, der Kutter 4 Krieg, das war nicht so dünn Mensch, den ihr unbedingt wollt. Das ändert sich direkt mit dieser Expo. Und zwar hat den Joseph Emil Müller an die Leute aus dem Musee ein Komitee d'honneur zusammen gesagt, den es wirklich an sich hat. Ich lese bis 4, also wir haben Pierre Dupont, Ministre d'État, wir haben Nicolas Marc, den Minister de l'Éducation nationale, wir haben den Pierre Frieden, Direktor de la Bibliothèque nationale, und wir haben auch Madame Mayrisch de Saint-Hubert und Madame Joseph Kutter natürlich und so ungefähr Jitverein, den Demos in der Kulturszene auch nehmen ein IOTA zu so hat, also an dem Komitee d'honneur. Ich erkläre just kurz, was der Komitee d'honneur ist, weil das eine Praxis ist, die man heute nämlich 100 sind so quasi die Leute, die eine Expo patronieren, die hier nun quasi der Expo lehnen. Am Kader, an diesem Fall weiß ich es nicht. Ich denke, weil das mit Staatsgelder gemacht wird, ist nicht unbedingt der Fall, aber oft tun die Member von dem Komitee d'honneur auch so, für die Expo zu machen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das in diesem Fall der Fall war. Voilà. Also, der sieht, der Kutter geht zum Numm von der neuen Nation, von der Nation, die noch nicht mehr okkupiert ist, der hier Unabhängigkeit rumholt und voilà. Und der Joseph Emil Müller hat ein Programm. Die Expo ist nicht der Schluss, die Expo ist der Anfang. Und ihr seht auch für was an der Introduktion zum Katalog von der Expo, und ihr seht, car Joseph Kutter est le plus grand peintre que le Luxembourg ait jamais eu. Il est celui qui, à Luxembourg, a introduit la grande peinture. Il est celui qui, dans l'histoire de la grande peinture, a introduit le nom de Luxembourg. Il est le plus dingue représentant d'une peinture vraiment luxembourgeoise. Dummer möchte sein Programm bekannt. Und der feiert dann noch eine Zeit schon weiter. Dazu gehen wir aber gleich mehr an den Detail. Wir wissen noch aus dem Katalog, dass an der ersten Expo 107 Werke waren. Und die waren so ein bisschen abgedeelt nach Support. Aber vielleicht könnt ihr als noch mehr so über die Expo, die Joseph Emil Müller am Musee gemacht hat, aber was die Schwäche waren, die er gemacht hat, was die Kuratoren Schwäche war, was das von den Bildern angeht und so weiter. Ich meine, das ist auch heuer ähnlich wie wir früher gesehen haben, was der Musee hat. Also wirklich probiert gehen eine Retrospektiv, die echt groß Retrospektiv von einem Lützeburger Künstler, sein Gesamtwerk an sein Œuvre, sein der hat ganz große Poids gehabt, wie du schon gesagt hast, wie das der Musee hat schon mit dem Schwa den Kutter als die echt große Expo von einem Künstler und dann noch einen Lützeburger Künstler zu weisen. Das war schon ein Statement an sich. Und du hast natürlich auch an der Expo 1946 alle Guten die wichtigsten Werke rassembléiert, die man heute von Kutter kennen. Da war den Le Moteur Coupé dabei, den Champion war dabei. Was man heute gesehen war den Porträt von Rosalie Sedelmeier, von Kuttersänger Frau, wie schwanger war 1924, war dabei. Den Jung Schaukelpferd war nicht dabei. Das war wirklich ein von bis von Kutter dabei, aber was dann probiert zu machen, als wirklich die Entwicklung von dem Künstler, dem expressionistischen Künstler zu seinem markanten, ganz charakteristischen Stil, für das ein bisschen zu erklären und zu illustrieren auch. Und auch wenn in die Monographie guckt, die er da geschrieben hat, die solche Monographien,
Du deelte noch immer dem Kutter sei wie ganz klar an verschiedene Phasen an, wie das klassischerweise von einem Künstler kennt. Schwarz also von seinen Ufang, von der modernen Malerei, wie er zu München war, wie ein internationaler Künstler am Museum kennengelernt hat oder gesehen hat, wie er eine Influence vom Cézanne gekriegt hat. Dann der zweite Schritt, dass dann sein Retour zurück auf Lützeburg, was dat man gemacht hat, und auch der Streit rundherum, was als moderne Malerei, und auch wie ich von den Sezessionisten geschwärzt habe, Karl, die probiert haben, eben mit der eine neue moderne Malerei auf Lützeburg zu bringen. Du geht dann über an den Triumph von dem, was er nennt, am Anfang eine authentisch und reine Malerei nennt das. Also das wirklich geht darauf an, was als Malerei, die Art und Weise wie den Kutter, die Expressivität, die Idee vom Ausdruck zusammen mit malerischen Mitteln vereinigt. Nannten dat an da geht weiter op seg Landschaftsbilder, die dann noch op Prese gemacht huet, de Kutter ist ganz viel gereest, München rundrum, de Chiemsee waren oft an auch noch op andere Plätzen. Und da komme schlussendlich dann die groß expressionistisch Bilder, sowohl den Müller wie auch der Kutter selber hun seg Figurenbilder immer als die wichtigsten, die größten Wirke aus engem Schafen ugesehen, do wo am meisten zum Ausdruck kann bringen, was hier als Maler durchstellen, mit denen am meisten gekämpft wird, auch für die zu schaffen, an denen am schwersten gefallen sind, mit die noch dann die größte Proben hatten an engem Werk. Und du gesagt Müller dann auch der Champion als eng von den ersten großen expressionistischen Figuren am Kuttersänger Werk. Dann kommen natürlich die zwei großen Werke von Kliev an die von Lützeburg, von der wir schon geschwärzt haben, die eine wichtige Rolle auch an der Karriere von Kutter gespielt haben, weil da aber die erste Recognition vom Lützeburger Staat und von seinem Himmelsland gekriegt hat. Und dann geht natürlich über an die Werke, die aus der Zeit von seiner Krankheit, die letzten 4 Jahre von seinem Leben entstanden sind. Klonebilder, die ganz bekannt gesehen und die dann noch die psychologische Deutung haben drin vom Kutter, seine Isolation und sein psychologischen Zustand reflektiert sind an den Bildern, wie man das auch halt zum Beispiel auf der Foto von dem Bild mit den 3 Figuren seiner Familie, die er gemalt hat, relativ an von seinem Leben an der Villa Kutter weist. Und die letzte Etappe, wo dann wo drauf angeht, der Müller, das ist der Kutter als Zeichner. Es gibt nämlich auch eine ganze Reihe, auch ganz flott Zeichnungen, die wir an der Sammlung haben. Auch ein bisschen mehr später in seinem Leben, wo er viel mehr intimistische Szenen, noch Alltagsszenen von seiner Familie gemalt hat, gezeichnet hat, von der man da auch eine Reihe an der Expo haben. Also das ist schon ein ganz, ja, ein Weise, wie den Kutter zu dem Ginas, den hat Ginas noch von der Lütze, von seinem Land, von Lützeburg, nicht die Unerkennung Krut, die schon der Müller nur viel mehr frei verdient hat. Und ich meine, die Struggle, das ist etwas, was den Müller ganz stark auch wollte, wenn er weiß, du wo endlich schon immer soll hinkommen. Und aus die Doten zur Expo am Museum hat den Müller ja aber auch noch ganz viel andere Erfahrungen gemacht für den Kutter durch die Welt bekannt zu machen, die du willst ein bisschen besser beschehen. Ja, besser weiß ich nicht. Ja, also unter anderem hat der gute Mann er war ja Chef vom Service de l'Éducation Artistique und dann hat er auch genau so interpretiert, wie er am Titel steht. Er hat seine Mission verstanden als Erzähler Lützeburger Land zu ästhetischem Gut.
an hört dafür auch eine bekannte Serie von Viertrich gehalten, also dem Joseph Emil Müller sein Viertrich Urstadtland, war etwas, was auch also laut der Presse von der Zeit auch immer extrem viel Success hatte. Viele Leute sind ja doch lauschtere gegangen. Und du hörst auch unter anderem über die moderne Kunst, also l'art moderne est-il un monstre, oder auch de Joseph Kutter, also Konferenz de Joseph Emil Müller über de Joseph Kutter. Die Plakate haben wir eben auch am Archiv und ich fand die sind ganz ausdrucksvoll, also auch noch eine gute Illustration von der Zeit, wo der Joseph Emil Müller das Land Lützeburg zu seinem ästhetischen Glück gebracht hat. Voilà. Par contre hat auch, wie Lies schon gesagt hat, auch viel über den Kutter geschrieben und hat Introduktionen an den Ausstellungskataloge von 46 an 61 gemacht und hat Monographie geschrieben über den Kutter, eng aus 1967 rauskommen, die anderen 1981, da war er schon nicht mehr am Museum. Also er hat auch nur seiner Zeit am Museum weiter über den Kutter gespart und über den Kutter geschrieben. Auch ein solchen Artikeln, die ganz interessant sind, das war, also auch noch Titeln, so einfach alles schon aus. Ich habe ein paar Beispiele. Joseph Kutter, ein Maler von europäischem Rang, 1946 an der Zeitung Merian, die eine Reiszeitschrift ist. Le témoignage des peintres an der Cahiers luxembourgeois, 1946. Joseph Kutter, le peintre de la Mélancolie, 1992 an einer anderen Reiszeitung Voilà Luxembourg. Und Joseph Kutter, tel que je l'ai connu, zum Schluss von seinem Leben auch 1994 an der Cahiers luxembourgeois. Also interessant sind nicht just Themen, die beschwatzt, die man ja auch schon herausgefunden haben. Das war dem Herr Müller sein Spiel, das war das, was der Kutter gedurcht hat, das war ihm wichtig. Aber auch, wohin die Artikel platziert hat. Also, die Cahiers Luxembourgeois waren die kulturelle Zeitschrift am Land. Das war das, was jeder gelesen hat, den sich für Kultur halt zuletzt interessiert hat. Da hat den quasi die Nation dazu erzogen, für den Kutter gut zu finden. Das war nur den einen Teil. An den anderen Teil, was auch ganz interessant ist, weil dem Joseph Emil Müller seine Ambitionen waren nicht rein national. Nein, dem Joseph Emil Müller seine Ambitionen waren international. Und dafür hat noch der Kutter mit Lützeburg verbunden, an denen Zeitungen, die über Lützeburg geschwärzt für im Ausland. Also Merian zum Beispiel, seine Zeitung, seine Reiszeitschrift, die an Europa vertrieben ging ist. Und dort dran, an einem Beitrag über Lützeburg, den Kutter zu nennen, weist auch, wie viel er wollte, den Kutter mit der Nation zusammenbringen. Also schon halt ganz interessant fand. Und dann, wie gesagt, den Herr Müller hat international Ambitionen und hat gesagt, auch ganz direkt mit den Ausstellungen, die der Mann am Ausland über die Kutter organisiert hat. Direkt nur der Ausstellung Heu am Haus 46 als die Ausstellung auf Brüssel geplündert, wo sie am Palais des Beaux-Arts ausgestellt ging. 1948 bis 1949 war eine Kutter-Ausstellung wahrscheinlich ähnlich von der Wirker hier am Stedelijk Museum zu Amsterdam. Dann hatten sie an dem Musée National d'Art Moderne zu Paris gebracht, 1951. Der Kutter war mit auf Sao Paulo, und der Kutter war mit an Deutschland, an Städtisches Museum Leverkusen, und der Kutter war auch mit auf Venedig, auf Biennale. Der Kutter war also nicht nur in Europa, sondern sogar außerhalb vom Kontinent, überall mit dabei, wo es darum ging, aus Lützeburg zu repräsentieren. Und das weist auch die internationalen Kontakte, die der Joseph Emil Müller hat an der Zeit. Weil ich ja nur weisen, die können wir auch zum Teil an den Archiven nur vollziehen, dadurch, dass wir Korrespondenz mit den Leuten auch am Archiv haben. Voilà. Aber, genau. Der Joseph Emil Müller hat den Kutter super gefunden, man hat mal rausgefunden, ne? Und hat auch dazu gedroht, dass Schiedfrieden sonst den Kutter gut findet. Und dann hat er quasi zum Nationalmaler gemacht. Wie viel war gerade der Kutter? Ich meine, für den, ja, wie man schon gesagt hat, für den Müller war der Kutter der Maler, der einzige Maler, der Müller nur den Lützeburg zu der Zeit hervorgebracht hat, den quasi etwas dart, und in der so Lützeburg kann sagen,
mit den Satz, wie die du Fedro schon vorgelöst hat, seine Monographie eröffnet, dass hier eine wirklich Lützeburg Malerei, von der selbst gibt, eine Lützeburg Malerei definiert wird, maßgeblich. Und war effektiv die Kutter von den Ersten, die moderne Malerei hartnäckig zu Lützeburg defendéiert huet an den net opgin huet zu Lützeburg, obwohl jo awer soviel Schlechkritiken an Unverständnis seitens dem Publikum zu Lützeburg fand huet ass och zu Lützeburg bliwen. De Fakt, dass 1924 vu Münchens Rekommers war auch ein Schwar und hat auch ein Crew doch manchmal oft gesucht, war den modellierst, wir war was gehst nicht auf Paris, wir war es nicht zu München blieben, du gingen Leute denken, Malerei besser verstehen, wie hat zu Lützeburg menas, ob Lützeburg zurückkommen. Das sieht auch aus, auch die Lien, die zu denen aber irgendwie mit Lützeburg hat, und war eben den am meisten wollte, oder am meisten wollten wollte mit der Tradition brechen, eben Kall, auch noch mit anderen Künstlern, mir auch von den Sezessionisten war hier neben den Ähnchen, den der Hanno weiter gefordert hat, und den nicht nur gehen hat, mehr immer drauf bleiben ist. Und was mein auch de Kutter oder für was Joseph Emil Müller rausgesicht hat, als sein Auserwählte war, dass von den ersten wirklich war freischaffenden beruflichen Künstler Maler war, den nicht neben drin, wie in der dann der Lützeburger Tradition ganz oft hat, ein Professor, ein Artistprofessor, weil den neben drin als Enseignant tätig war. Der Kutter war Künstler, nimmer Künstler, was vielleicht nicht just direkt zu feiern war, dadurch, dass so viel Werke verkauft wurde, dann so gut mit seiner Kunst konnte leben. Mit den Herr war auch mit einer relativ wohlhabender Madame aus Deutschland besteht, die gerade am Anfang, manchmal, wie sie zurückgekommen sind, 1924 dem Kutter erlaubt hat, mit seiner Kunst weiterzumachen, ohne ökonomisch gesehen davon auch aufhängig zu sein. Hanno war das natürlich ein bisschen schwer, Anfang 30er, mit 30er Jahren, dass die Familie noch immer finanziert gehen vom Rosalie Sedelmeier, seiner Familie in Deutschland. Das ist dann alles ein bisschen schwierig gehen, sodass auch die Familie Kutter irgendwann an eine bisschen prekäre Situation kommt, was Tun angeht, und dass effektiv an der Lützeburger Galerie probiert hat, Blumenbilder, so Sachen zu verkaufen, Sachen, die sich gut verkauft haben. Mir auch die Idee von dem freischaffenden Künstler aus meinem Job ist, was den Kutter verkörpert hat, an wie den Müller auch ganz vehement oft an seinen Kritiken eher an den Museums geschrieben hat, waren hat einen ganz starken Standpunkt vis-à-vis von denen Artistprofessor und hat sie carrément, kann ich schon bald sagen, dass sie verachtet hat und dass das hier kein wirklich Künstler waren, wenn die nebenbei auch noch etwas Ernstes gemacht hat. Und da gibt es ein interessantes Zitat, was Müller eben als Kritiker 1935 damaligen Salon du Cal geschrieben hat. Da schreibt die Leute, die hier ausstellen, wissen bis auf ein paar Ausnahmen augenscheinlich nicht, worum es in der Kunst geht. Sie werden die Kunst haben, die Wirklichkeit zu verschönern, zu idealisieren, zu idyllisieren. Nein, die Kunst hat die Wirklichkeit auszudrücken. Die Kunst von heute hat die Wirklichkeit von heute auszudrücken. Einfach hin. Der Künstler muss also vor allem ein waches Gegenwartsgefühl oder Gegenwartsbewusstsein haben. Und du gehst dann eben weiter und attackiert die Organisateure von Cal und behauptet, als Verein von Dilettanten bräuchte er nur beim platonischen Dilettieren zu bleiben. Beim einfach Kunstliebhaben, statt wie jetzt die Kunst zu vergewaltigen und Bastarde zu zeugen, bräuchte er nur andere Leute für dieselbe Liebe zur Kunst zu gewinnen, statt sie wie jetzt von jeder wahren Kunst abzuleiten. Wodurch könnte er das tun? Dadurch, dass er uns gut ausländische Maler hierhin brächte, wenn hier keine vorhanden sind. An der Schreifner Klammern. Immerhin gibt es hier Joseph Kutter, Ausrufezeichen.
Et weiß also, dass ausser der ausländischer Kunstbausen de Joseph Kutter den einzigen wirklichen wahre Maler ass, die so Tendenzen mat op Lützeburg bräucht huet. An och die wéien da die beweist de Werdegang vum Kutter an noch die Idee vun dem gequälte Künstler, den eben auch soviel mat senge Wirker gekämpft huet, an huet bisssen de Stereotyp, den er ganz oft an der moderne Malerei kennt vum Ufang 20. Jahrhundert, dass den Künstler eben für Großkunst zu produzieren muss leiden, für Großkunst zu produzieren muss et schwéier hunn an de Schwärmut, den oft ganz oft beim Kutter spielt, dat das Raps wat zu den ganze Person vum Kutter beidreht an dem Modell vum Kuttermenglech ja zu dem gemachet wat schlussendlich gin ass an ja hin huet de Schwar gehabt och an d'Ausland zu goen, wie ich schon gesot hunn, wat awer net gemach huet an dazu nach enke kurz zum Lützebauer Kontext vielleicht oder war doch nach enke de Müller seng wie op Lützeburg an Lützebauer Kunstszene beschreibt. Ich lese viel Zitate für mich. De Müller seng wie der Schwarze für sich selber. Im kleinen Luxemburg ist nämlich die Zahl der Kunstschaften notwendigerweise so gering, dass jeder, der etwas taugt, viel einsamer dasteht als anderswo. Bewegungen, in denen mehrere zusammengehen und sich gegenseitig anfeuern, gibt es nicht. Jeder kann im Grunde nur sich selbst zu Rate ziehen. Jeder lebt in einer Art Einsiedelei. Für den bildenden Künstler geht das noch mehr als für die anderen. Und besonders gilt es natürlich für den, der alle anderen überragt. Wer in Luxemburg hätte Kutter den Weg zeigen oder ihm voranhelfen können? Et gouf kein de Müller no, den Kutter huet bei 0 Uhr gefangen an sech so opgeschafft an dat war genau dem Geschicht, die de Müller no den Kutter zum gréessten an inschen moderne Moler Demos gemach huet. An de Müller war dun bis 1970er Joren am Musée. Als echt am Service d'Education Ästhetik an dono als Konservateur am Service Beaux-Arts. Me wéier se tun mam Kutter weitergangen, wo den Müller bis net mehr am Musée. Maja, an de 7er an 8er Joren war der Musée bis mir rausch gin de Kutter. Dem Kutter sein gréste Fan waren zwech anecht, dann huet zwar weiter iwwer de Kutter publizeiert, méi haier Musée hunn se sech moll bisssen orientéiert an nach a bisssen Nouvelle École de Paris a Figuration narrativ gesammelt, weil d Museum mat der Zeit goen. Ne? Voilà. Dat heescht die nächst Gros Ausstellung vum Kutter am Ausland war 1886 am Musée d'Art Moderne zu Paris. Und das Ausstellung ist dann noch zu Lützeburg an der Villa Vauban gewesen gehen. Der Tisch zwischen Sommer zwischen 61 im Plakat gesehen ich gehe just noch ein Getränk. Heute sieht die allguten Tagsbund, die heuer am Musée stattfand, tun über die Kutter mit du dazwischen, also zwischen 61 und 95, also eben die Expo an der Villa Vauban. Der Tisch der Kutter aus Sommer, aber an zeitlich, also regelmäßigen Abständen an der Zeit halt zu Lützeburg aber groß gewesen gehen. Voilà. Heute sind noch ein Foto von der Expo 61. Seite, bis wie das ausgesehen hat, demals. Und das ist auch ganz interessant, fand ich immer, die Expo-Spieler zu sehen. Voilà. Und dann, 94, als es am Musée ist losgegangen mit dem Kutter, und das hat auch angefangen, also, ja, das war so ein Heischfass vom Kutter am Musée, weil, kuratiert von Jean-Luc Kolz demals am Kader von Lützeburg Kulturhauptstadt, europäisch Kulturhauptstadt, das Jahr ein großes Kutter-Expo gemacht ist. Weil Kutter, haben wir ja gesehen, Lützeburger Nationalmaler, wenn in Lützeburg muss weisen, dann muss ihn den Kutter holen. Die Expo ist dann noch an große Orangerie am Schloss Charlottenburg nach ein gewesen gehen, die ist auf Berlin gegangen, 95.
ich meine, Berlin ist noch Leute weiter. Voilà, ich gesagt noch die Expo zu Preis und zu Berlin. Also das dann du ausgesehen, das war schön fancy du. Also voilà. Und dann haben wir also 94 die Expo Heuer Museum, 95 zu Berlin. Und dann an den frühen 2000er Jahren ist dann das Museum zugemacht gehen, für dass wir können das große Loch buddeln und alles archäologische Objekte legen. An der Zeit ist da profitiert gehen für die Kutter durch die Welt, in diesem Fall Asien zu spazieren, und ist auf Vietnam gegangen, war in China. Das war eine große Ausstellung. Mit dem Titel Collection du Musée national d'histoire et d'art Luxembourg, hommage à Kutter et à d'autres peintres luxembourgeois, die dann eben durch Asien gedroht gingen an den Jahren, wo das Museum halt so war. In der Zeit, wo das Museum halt so war, waren auch den Edmond Thiel, Chef vom Service des Publics, dann damals an den Jean-Luc Koltz, die sich amüsiert haben, ein Katalog Raisonné vom Kutter zu schreiben. Ein Katalog Raisonné, also ein Buch, an dem alle guten Werke von einer Person, also einem Künstler oder einer Künstlerin dran stehen. Das den einzigen, soweit wir wissen, oder also voilà, den einzigen Katalog, den das Ambition hat für lützebäuerische Künstler oder Künstlerinnen, und also voilà, das den einzigen, den es zu Lützeburg gibt. Und das ist interessant, dass auch den Service des Publics so involviert war an der Mise en place vom Kutter. Genau. Und dann war 2007 Lützeburg nicht Kulturhauptstadt, also Humanismus müssen die Kutter rauspacken. Dann haben wir dann noch alle Fisch die Nationalmusee, das kann ja, aber noch mal ein bisschen anderen Fokus, wie der gute Mann aus seinem Werk, weil das hat man ja wirklich schon gesehen. An diesem Fall haben sie den Kutter dann an den Kontext vom europäischen Expressionismus gesagt, an dem er ja auch war, an dem er ja auch mit beeinflusst wird durch die Expo, die er im Ausland gemacht hat. Und ja, genau. Und dann hat man 2016 eine kleine Expo, die darf ich frei vergessen. Der 75. Anniversär vom Todestag vom Kutter haben wir also heute Museum für seine Werke ausgestellt. Es gibt Vernissage und ein Karton d'Invitation, aber so sind wir auch nicht am Archiv dazu. Das war mehr so ein Side-Project, weil ihn das irgendwie noch heute machen müssen. Und dann 2024, haha, da sind wir beim Kutter. Mehr Hunde Champion konnte kaufen zusammen mit ganz vielen Leuten, die auch Kutter-Fans sind und Hunde eben dann durch die Expo konnte machen. Lies weiß natürlich viel mehr darüber. Und der Kutter ist auch an der Expo Lützeburg. Über Lützeburg vertreten, die momentan in China ist. Das ist also immer zurück in China und du hast auch super belebt, weil also du siehst mal, wie ihn aufgebaut wird in China. Und du hast mal heute Meldung gekriegt, dass über 500.000 Leute auch schon gucken waren. Das ist, voilà. Kutter funktioniert nicht just hier im Museum, der Kutter funktioniert auch im Ausland. Und zwar hat Joseph Emil Müller hin abgebaut, aber wir machen da doch weiter. Also wir haben das einfach mal so angeholt. Also, ja, wir machen das weiter und dafür gehen ich weiter und Lies fragen, ja, war das aus der Kutter dann auch haut nach den Nationalmuller? Und war das ein Nationalmuller? Braucht man überhaupt einen Nationalmuller? Das ist eine gute Frage. Ich meine, die heute Expo weist schon irgendwie, dass der Kutter noch immer ein ganz grosses Succès beim Lützeburger Publikum hat. Wir kriegen ganz viele positive Retouren. Das ist eine ganz gut besichtigte Expo. Wir haben immens viele Visitideen. Der Kutter resoniert auch heute noch beim Lützeburger Publikum. Die Leute meinen zwar, sie kommen ran, sie wissen schon alles, gehen aber raus mit neuen Sachen, die sie gewohnt gehen, dass die auch ein bisschen die mysteriöse Geschichte rundherum, es bleiben Fragen ob, die noch nicht beantwortet sind, die das ganz interessant machen. Und ich meine, dass effektiv halt so ein Teil von einer
von den Nationen kann enger kultureller Lützebäuer Identität irgendwie gehen aus. Jeder kannte Kutter schon nach das Lasch mit einer Lützebäuer zeitgenössischer Künstlerin geschwart, hat auch gesagt hat, schon de Kutter am Anfang nie wirklich kannt, mit dat Bild vom Klon, das war du irgendwo am engen Kap, das kann nicht, du mir das nicht abgefußt, auch wenn ich nicht kann so ein Ader, dass der Joseph Kutter das ja, Sinnbild gehen auch von der modernen Malerei halt zu Lützeburg, wie die Anfangszeit, die Tischekriegszeit, wo das noch halt zu Lützeburg noch nicht so angekommen war und das einfach aussagekräftig für auch den Kampf, den Kutter dann halt müssen feiern, für Unerkennung zu finden und die unerkannt zu gehen. Und ich meine, dass dadurch die Person vom Künstler das ist, was schlussendlich der Kutter halt zu Lützeburg wirklich ausmischt. Es ging Num Kutter hat ja figurativ geschafft. Num Kutter ist ganz schnell d'Abstraktion kommen. Dann war die École de Paris Abstraktion, den das einzig Wahre, was auch den Müller weiter vordrübergebracht hat. Das heißt, da war den Kutter am Anfang nicht mehr so modern oder nicht mehr so an der Mode. Aber hat natürlich auch mit seinen Bildern, seinen Szenen, sie ganz viele Lützebäuerische Thematiken, die das ganz natürlich auch nach einen stark nationalen Charakter gehen. Noch der Champion, eigentlich der größten Teil von dem Succès von der Kampagne war die Double Wichtigkeit von dem Porträt, dadurch, dass es den Nicolas Franz weist, dass man so ein großes Kultur vom Velosport halt zu Lützeburg hun und dann noch nach der Champion, also die zwei Champion vereint an dem Bild gehen dem ganzen nach eine ganz einer Bedeutung kriegt und auch da war ein immens großes Succès. Ich weiß nicht, ob man mit einem anderen Bild halt zu Lützeburg so ein großes Succès hatte können erreichen mit einer Crowdfunding-Kampagne wie dem heute, war auch noch ein Englisch weiß, dass den Kutter auch weiterhin eng ganz groß nationale Bedeutung hier im Land hat. Und noch ein Exportmodell von uns bleibt am Ausland, was Mehrheits Lützeburg und moderne Maler auf vier Brüste hat. Und was mein auch interessant ist, was der Kutter vielleicht ein bisschen noch mit der heutigen Zeit nach einer Summe bringt, als etwas, was Müller auch ganz viel gesucht hat, was auch effektiv stimmt, dass den Kutter ein Künstler war, der über die Grenzen rausgegangen ist, hat am Ausland gelebt, ist viel rundherum gewesen, hat am Ausland ausgestellt, hat sich inspirieren gelassen von Künstlern weit über die Lützeburger Grenzen raus, war doch haut nach wir befinden uns an einem ganz internationalen Kontext. Lützeburg ist nicht mehr ein kleiner provinzial Bull, wie sie das vielleicht damals war an den 20er Jahren. Wir Künstler gucken raus, wir befinden uns nicht in einem nationalen, sondern in einem globalen Kontext. Und das ist etwas, wo den Kutter auch ein bisschen als Vierreiter von so einem Künstlerbild manchmal heute zu Lützeburg, was das durchstellt. Ja. Und wir weisen eben die Archivalien, dafür haben wir auch das heute Gespräch an unser Programm hat abgeholt, weil wir ein kleines Kapitel an der Expo haben, wo wir das Archivmaterial weisen und ein bisschen weiter darauf eingehen. Und du wolltest dich fragen, was sind das für Archivmaterialien, wie gehen die abgeschafft und ja, wie integrieren diese schon Expo? Maja, die Idee für Archivalien und Expo zu machen, das war so eine kleine spontane Idee, die an einem Gespräch mit dem Leser, mit Muriel, die Kuratrice von der Expo waren, aufgekommen ist. Also da sind die Expo gegangen und als die Lunch kommen, ich so, schon Römekutter, das haben wir ja schon 5-mal gemacht. Und am Platz zu so, ja, nee, da kommen wir nicht mehr. Ich meine, waren sie da so, okay, da kann man thematisieren da dann dieser Expo, weil das eine Expo soll sehen, an der
nicht just dem Kutter sei Wirklichkeit, mal ein Keier, aber auch eben noch eine Reflexion dazu soll stattfinden, über wen der Kutter ist und für was man den so wichtig fand. Genau. Auf jeden Fall wusste ich, dass wir schon so viel Expo über den guten Mann gemacht haben, weil wir die letzten Jahren, also ich bin 4 Jahre fest am Museum und an der Zeit haben wir uns extrem viel um das Expos-Archiv gekümmert. Also schon damals angefangen mit den Plakaten. Die erste Kutter-Expo war natürlich auch immer eine wichtige Expo, die wir wollten dokumentieren am Archiv vom Museum. Wir haben Plakate numerisiert oder katalogiert. Meine Mitarbeiterin Caroline hat alle guten Expo noch vollzogen, die jetzt je am Museum gehen und sind da mehr wie ihr merkt. Voilà, das heißt, wir haben einfach schon die Geschichte von den Expo, die man gut kann, und dafür wird mir direkt klar, aber ja, wir haben die Kutter schon so oft ausgestellt. Das ist interessant, das zu thematisieren. Genau. Weil am Anfang, wenn ihr so drüber nachdenkt, sind Expos Archivalien ja extrem interessant. So ein Expo, was rüber ist, ist fort. Also es ist noch an den Köpfen der Leute natürlich diese Kuckenwaren, für immer bleibt sie da ein großer Dingens hängen. Nee, ich meine gar nicht mehr. Das ist nicht so ganz tangibel an den Köpfen der Visiteure, aber dafür haben wir ein Expos-Archiv, wo man die Expo dann auch können für an der Zukunft immer rekonstruieren. Aber wie man das an dieser Expo gesehen, ist das doch wichtig, scheinst du mal so einen Blick zurück, ob die ege Geschichte zu werfen als Museum, für eben auch können neue Blickpunkte an die Sache ranzubringen. Aber wie ich lo für Druck so tun, so die vergessen Expo wie die von 2016, wo anscheinend wirklich gut nicht hängen geblieben ist. Und wir sammeln dafür ganz breites Spektrum und Dokumente, also wir sammeln Korrespondenz, wie ich drüber so tun, und zwar nicht nur über Expo hier am Haus, sondern auch über Expo, die das Haus hier mit am Ausland organisiert. Das heißt, dafür haben wir auch Dokumentation über die Expo im Ausland. Also die Korrespondenz ist immer super, da geht es dann um die Organisation von der Expo, wie wird wo bezielt, für alle. Dann haben wir natürlich auch inhaltliche Forschung, also zu den Themen von der Expo. Da das leider für die Vergangenheit nicht immer so der Fall, mehr rezent, also je mehr Nummer und Haut kommen, desto mehr so Dokumente haben wir auch für die Expo. Wir haben Transport- und Versicherungsdokumente, was besonders interessant sind. Wir halten die wirklich nicht an allen Fall. Und natürlich auch alles, was mit Werbung an der Rezeption von den Expo zu dienen hat. Also Flyer, Sachen, die mehr im Haus gemacht haben, aber auch das, was Presse über die Expo geschrieben hat, wird normalerweise gesammelt und kommt an das Archiv. Plus Fotos. Und die haben wir heute alle gut gesehen an der PowerPoint. Genau, und wir haben eben gerade zu den Kutter-Ausstellungen eben gerade die guten Dokumente und ein paar davon gesehen ja auch oben an der Ausstellung, unter anderem eben Plakate und mein Favorite Plakat, das Plakat, das einzige, was man auf der Welt. Da das da geht es gucken. Wir haben noch Karton d'Invitation, der Karton d'Invitation für die Vernissage von der ersten Ausstellung aus auch da oben. Fotos von einem ganz jungen Michel Pulver, den engagiert hat bei der Expo von 2007. Da war er gerade knapp Direktor gehen. Voilà. Und sogar ein paar Publikationen aus der Museumsbibliothek über die Kutter stehen an der Vitrine. Ich kann mir so merci Liz für die Inklusion von der Museumsbibliothek an dem Archiv und der Expo. Wir freuen uns extrem. Und voilà, ich meine, was kannst du jetzt noch über, also was war deine Idee daran, die Sachen an die Expo zu bringen? Ich meine, das, wie du schon gesagt hast, ganz bereichernderen Deal für das Archivmaterial zu valorisieren, gerade bei einem Künstler wie dem Kutter, der so verankert ist bei unserem Museum, war das Paradebeispiel für selbst zu machen. Weil Muriel nicht auch probiert, diese Expo zu machen, wie die gesagt hat, eine echte Reaktion bei vielen Leuten, das leid auch schon immer ein Kutter-Expo am Museum, aber das ist schon darum gegangen, auch ein zeitgenössisches Point de vue auf den Kutter zu werfen, kritisch auch von unserer Position als Museum vielleicht zu belichten, als Egen,
wie mir als Musee dazu beigedrohen haben, den Kutter zu dem zu machen, was den Haut aus, und dann natürlich auch wie den Numm von Expo schon seht, eben für neue Facetten vom Kutter zu weisen, ein Künstler, den alle letzte Mal irgendwie meint, so gut zu kennen, und einfach sind ein paar Forschungspunkte, wie Muriel Prieur zum Beispiel an der Expo weist, sind Moldtechnik, die noch nicht am Katalog resonieren, noch an andere Publikationen über den Künstler behandelt wird, wo es noch viel zu entdecken gibt und wo auch noch viel Fragen abgeworfen gehen, die an Zukunft können und hoffentlich Schwerte beantwortet gehen. Ja, sodass der Kutter immer ein Thema bleibt, was aktuell ist und aktuell bleibt und wo der Champion als noch einen neuen Anlass gehen hat, für das neu zu belichten und auch an mehr zu kontextualisieren. Ich meine, der Kutter Muse ist ganz oft, wie ich vorhin erklärt habe, die chronologisch Weise, für zu weisen, wie sein expressionistischer Stil sich entwickelt hat. Das ist ein typischer Accrochage, wie in der Muse ganz lang gemacht ist. Und du bitte heute in Expo manchmal ein bisschen eine andere Perspektive, neue Facetten, das ist ein ganz bestimmten, auch einen persönlichen Teil von seiner Kunst, die Porträts, was ganz oft Leute waren aus seinem Umfeld. Und eben ein ganz wichtiger Teil von seinem Schaffen, den wir weisen. Und wo ich hoffe, dass die Leute vielleicht mit einem anderen, neuen Blick an neuen Erfahrungen über die Kutter mit hinholen und rausgehen aus dieser Expo. Ja. Ja, ich meine, du hast da alles gezählt. Nee. Wahrscheinlich gibt es noch lauter Sachen zu zählen. Aber ich gebe so ein kleines Fazit und dann könnt ihr euch auch vorstellen von der Welt. Ja, genau, das ist mein Fazit zu der Sache. Aber ja, ich fand, dass es cool ist, die Approche mit den Archivalien, das ist aus meiner Perspektive natürlich von Stadt cool. Nee, ich fand aber wichtig auch eben die Geschichte vom Museum nicht zu vergessen und für an Zukunft weiterzugehen und auch reflektiert an Zukunft weiterzugehen. Und wir haben am Museum ganz viele Diskussionen darüber, wie das soll aussehen, was wir überhaupt machen. Und dann haben wir so existenzielle Krise, wo wir es allgemeiner vorstellen und so weiter. Und ich hoffe, dass als Arbeit am Archiv vom Museum kann helfen dabei, also wie auch weiter zu finden. Und zwar einerseits dadurch, dass wir knappen und Geschichte, aber auch, dass wir uns bewusst gehen, okay, was haben wir gemacht, aber brauchen wir vielleicht auch nicht mehr zu machen. Also ich soll nicht, dass man die Expo nicht hat sollen machen, aber ja, voilà, aber auch einfach für das eben nicht zu vergessen, für sich auch die Frage zu stellen, okay, wir haben die Kutter mal gewesen, mit wen haben wir noch nicht gewesen. Und wir haben die Kutter rupbräucht, wie wäre dann der nächste Kutter? Wie wäre dann den, der mehr Lo geben, also wenn mehr der Jean-Joseph Emil Müller wäre, wählte mehr da Lo pushen, so man so. Genau, also ich fand dafür, ja, das ist ein bisschen mein Fazit. Und dann habe ich auch noch interessant fand, weil du gesagt hast mit den Grenzen, weil wir so klang sehen, haben wir viel Grenzen und zweitens haben wir nie ganz viel da konnten aufhängen als Land. Wir sind immer über die Grenzen herausgegangen. Und der Fakt, dass der Kutter das auch ein bisschen symbolisiert, meine ich, selbst, was man vielleicht als so mal, wo die Leute so das Herz von Europa, als Herz von Europa sollen immer auch nohalen, dass man als Lützeburg nicht können bestehen, ohne die Leute rundherum und ohne die Einfluss von der Bausen und dass die wichtig sind für uns. Voilà. Das ist mal meine Überlegung. Das ist eine ganz schöne Überlegung. Ich meine effektiv auch, dass in heute Projekt als geholfen wird, als ob uns selber viel zu gucken, ob als eigene Sammlung, was als freier gesammelt gehen, wie will man die Patrimoine weiterführen, wie du gesagt hast, hast du die Sachen gesammelt, hast du eine Sammlung aufgeschlossen, wo sind noch Lücken dran, wie sind die Leute, die effektiv nicht vertraut gesehen oder gesammelt gesehen und mal am Museum nicht weisen. Und noch einfach nach ja, als jung Kunsthistorikerin am Museum, wie ich angefangen habe, war der Kutter definitiv
die Person, die nicht launch könnt, an mit der jeder sich auf irgendeiner Weise am Service Beaux-Arts ein Käse setzt. Das war auch für mich ein ganz interessanten war auch viel Neuentdeckungen trotzdem wie ich wieder gesagt habe, dass sie künstlich wird schon so viel geschrieben gehen, sie wird schon so viel gewusst das und ich wird ihnen immer rezipiert gött an aber finde die neue Sachen an gehen engem neu Ustehs für auch als heutige Zeit nachzudenken und noch für allem moderne Kunst wie als moderne Kunst hat zuletzt bekommen und auch welchen Impact hat durch Joseph Emil Müller ob ein den Development vom Gu so mal halt zu Lützeburg an wat mir Demos als ästhetisch an als modern Kunst ugesinn hun aéi dat sech auch weiter gefauerert an denen weitere Generationen von Artisten, die du no kommen sinn an wéi eng Position ma haut hun an der zeitgenössischer Kunst an effektiv dat iwwer Grenze goen ass menggen Schein symbolisch Charakteristik, die de Kutter als auch Demos schon mat op de Weg gin hunn. Ja, ich wollte just nach ergänzen, der Joseph Emil Müller weist als auch de Pouvoir vom Musee. Ne? Ja. Also es geht also also with great power comes great responsibility an Schmengen dat illustriert dat heute. Ja, ja. Ja. Ma ja, dann lo frohen. Wie will. Alles was gesot. Ja, dafür muss merci, dass der heu wart. Schmengen der heute, weil du die letzten Konferenz über die Kutter mittags belebt noch bis den ganzen Sommer bis Anfang September manch. Also könnte ich noch viel Zeit holen, die Kutter zu gucken. Und noch sonst weiß man natürlich an unserer Dauerausstellung an der El Wildheim von der Lützeburger Kunst. Viel muss merci, dass der heu wart und einen schönen Abend. Merci.